All Jahr gëtt Konkurs Jong Forscher organisiert, wo Schüler aus all de Schulen hier Experimente können vorstellen. Leide an Lin, 2 Schülerinnen aus dem LGE hun mat gemacht, und Michi und Valerie hun in die Schüler geguckt. An ob sie bei dem Konkurs ein Reussit gehabt hun, dat gesit allo. Also ich bin Lin Kutschi, ich komme von Asch und ich meine eben bei den jungen Forscher mit, weil ich wollte schon immer bei so einem Projekt mitmachen an Schule fand ob Deuxième weil das letzte Jahr, wo ich wirklich konkret mitmachen. Ich bin Leida Kocher, ich bin von Nürnberg, auf der Deuxième C am jungen Lycée zu Asch. Und ich mache mit bei den jungen Forscher, weil ich fand, das ist eine gute Gelegenheit, um zu gucken, wie Forschung wirklich ist. Many Ways to Science, auch Jungforscher genannt, also ein Projekt, wo Schüler sich irgendein Sujet heraussichern, für den sie sich interessieren, egal auf welchen Bereich das geht, und dann darüber Recherche machen, für ihn dann später häufig zu stellen. Es gibt keinen ohne schönen Preis auf wertvolle Erfahrungen hin. Also wir wollten schon immer bei den jungen Forscher mitmachen. Und da kann ich ja sozusagen über alles forschen, was ich will. Wir haben uns dann eben für mich biologisches Thema interessiert, weil wir auf einer C sind. Und da haben wir evaluiert, dass sich aber für Ernährung relativ viele Leute interessieren, und wir auch. Und da haben wir uns evaluiert, vielleicht über den Joghurt zu schwätzen, über dem sein Mindesthaltbarkeitsdatum. Weil wir uns selber können ausmachen, dass wir den Joghurt schon echt wasch gehauen, ehe das überhaupt aufgeladen wird. Also wir haben 5 industriell hergestellte Joghurte gekauft, die alle Menschen kennen, so wie Luxley und Danone. Und dann haben wir selber 2 Sorten selber gemacht, plus eben an von denen als eben mit Honig, für herauszufinden, ob da eine Veränderung stattfindet oder nicht, ob da der bessere Bakterienblocker ist oder nicht. Leider, der größten da ist du, bist du zufrieden oder wie verläuft das ganz? Bist du nervös für eine Preisüberraschung? Nervös nicht wirklich, aber es war wirklich gut, die letzte Stage, auch mit der Jury. Da kommen dann immer so 6, 7 Stück von der Jury, da kriegst du vorher eine Frage gestellt, musst du ein Projekt vorstellen, ob Plätzeburg, ob Deutsch, ob Französisch oder vielleicht auch ob Englisch. Und es hat wirklich flott mit den Leuten, auch sie kleine Kinder kommen, die konnten dabei auch probieren, selber näher bei der Musik setzen. Das war wirklich gut. Aber wie sie auf die Idee kommen, dass heute Leute können probieren? Hat er geholfen gekriegt oder hat er den ganzen Stand allein abgebaut? Nein, das war als Idee ganz allein. Und wir haben gedacht, da können die Leute ein bisschen nur erzählen, wie viel Arbeit das war. Und zum Beispiel die kleinen Kinder, dann haben sie auch etwas davon, weil das ja relativ abstrakt für sie ist. Also haben sie auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen anzubringen, ein bisschen Spaß zu haben. Nicht nur Lin und Leida haben den Tag ihre Projekt vorgestellt. Mit waren auch noch viele andere interessante Gruppen da. Moin, wir sind vom jungen Lycée aus der Stadt. Und wir haben bei Jungen Forscher mitgemacht mit einer Applikation für den iPhone. Ja. Als Applikation ermöglicht auf einem iPhone ein anderes Betriebssystem zu benutzen. Das heißt, anstatt das Betriebssystem zu benutzen von Apple kann ich Android benutzen. Und durch Applikationen draufsetzen. Und das geht dann alles im Internet an der Cloud gespeichert. Das heißt, das braucht am iPhone keinen Platz für all die Applikationen zu speichern. Wir haben einfach just Zugriff darauf über das Internet. Das ist darum so gegangen, herauszufinden, wie eine Influence, also wie ein Einfluss Nutrition auf Psyche hat. Und da haben wir eine andere Info bei uns an der Schule gemacht, wo dann rund 600 Schüler mitgemacht haben. Und dann zum Schluss ist eben durch alle Moyenne mit nie verglichen, die Kartypen, also die Leute, die über die Moyenne leiden und so weiter, für dann auf ein Resultat zu kommen.
Ma mé hunn als Projekt der Drittreich geholt, wat wer wann Hitler gewonnen hat. An am größte Ganze geht es darum, dass wir als Forschung haben wir probiert, verschiedene Parametern zu ändern, wie zum Beispiel haben wir geguckt, wir verschiedene Parametern auf verschiedene Kriege geändert. Zum Beispiel den Hitler hat die Schlösung um Stalingrad am Winter gefahren. Da haben wir zum Beispiel geguckt, wo ein Parameter geändert wird, wenn er am Sommer angegriffen hat. Aber war der Schlo, meint ihr, dass der vielleicht mehr Chancen hat, wie so Leute mit einem bisschen biologischen Projekt? Wir sind eigentlich nicht sicher, aber wir können aber sicher sagen, dass wir eigentlich die Einzigen sind, die eine Humanwissenschaft haben. Die anderen haben alle so natürliche Wissenschaften, wie zum Beispiel Bio, Chemie, Physik. Aber wir wollten halt etwas Geschichtliches mehr für etwas Ähnliches zu machen, halt, für nicht so zu sein wie die anderen. Und ich denke schon, dass das eine kleine Viertel beschafft. Gibt der persönlich so, dass ein Projekt, das mehr auf Biochemie, so die naturwissenschaftliche Sache basiert, oder irgendwie mehr Humanwissenschaft wie der Hand, Junge mit der Geschichte, was gibt der so, wo sind Vorteile und Nachteile? Ich meine, es gibt keine Vorteile und Nachteile. Der Konkurs ist für naturwissenschaftliche Projekte wie für geisteswissenschaftliche Projekte. Und die Chancen sind gleich, weil die Preise sind so abgeteilt, dass es nicht mehr Preise gibt, die für Naturwissenschaften vorliegen vom Jury. Und was die Geschichte geht, sieht er gleich den Preis als maßgeschneidert für ein Projekt, den eben für Geschichte zutrifft, für sozusagen. Ja. Und den Preis, den haben wir wirklich dabei gezaubert. Ich habe gestern nach meinem Helen Patton telefoniert und hat erwähnt, ich da persönlich an den Patton Trust und die werden kennenlernen. Kannst du jetzt kurz Ihr Projekt erklären? Wir haben eine Etude gemacht über Cannabis, das heißt, wir haben 300 Frauen verdient auf der Uni zu Straßburg am ersten Jahr und du haben die ausgewertet und haben dann Resultate. Aber was dabei rauskommt? Das für ein Land, wo Cannabis illegal ist, zu viel konsumiert wird. Sieht dumm, wie das klingt, ja. Aber war der Schlo? Dass die Autoritäten darauf reagieren und die Aufgabe nicht negligieren. Auch von diesem Tag für uns ist ja River war. Für Clean und Leder geht es weiter. Sie haben nämlich einen coolen Preis gewonnen. Was war das echt, wo der gedört wird, wo der gesagt hat, dass der London geht? Oh, also wir waren so erstaunt, weil wir sitzen nach daheim für den Computer, du hast die Preise angeguckt und dann, oh London, da gehen wir ja sowieso nicht. Nehmen wir da im Joghurt oder du hast mal gesehen, und wir gehen auf London, waren wir so, oh, geil. Also ich meine nicht einfach gut, ich war immer so, ja, London. Mir das noch im Sommer feiert 10 Tage, aber selbst hatte ich einen Monat am Traum gedacht, wirklich. So. Das ist super. Also du musst ein neues Projekt entwickeln, für zu London ja schon durchzusetzen, oder wie macht das? Nee, wir müssen also ein eigenes Projekt vorstellen, das so wie der Teil wahrscheinlich ist 1000-mal mehr groß und alles auf Englisch. Das ist aber schon ein bisschen ein Eier, oder? Ja, das ist wirklich ein Eier. Du mit Nobelpreisträger, mit einfach Konkurrenten aus der ganzen Welt, aus Australien, Amerika, Afrika, China. Das geht bestimmt cool. Ja, die auch einfach immer neue Leute kennen von verschiedenen Kontinenten und so. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Ich denke nicht, dass ich einen anderen Preis mehr cool gewünscht habe. Das sind nur einfach Frauen und das ist egal. Ja, wir wären noch gerne, also uns hätte ich noch nicht nie gesagt oder so, aber ich bin aber ganz zufrieden, ja. Durch. Ja, ich meine, ich hätte bei keinem Preis nie gesagt.